Der Tag des Herrn. Die Stimme Gottes ertönt vom Himmel und verkündigt Tag und Stunde der Wiederkunft Jesu und das Inkrafttreten des ewigen Bundes für sein Volk. Wie das Dröhnen eines Donners rollen Gottes Worte über die Erde. Das Israel Gottes hört gebannt zu, wobei die Augen zum Himmel gerichtet sind. Ihre Gesichter erstrahlen im Glanz seiner Herrlichkeit und leuchten wie einst das Antlitz Moses, als er vom Sinai herabstieg. Die Gottlosen können ihren Anblick nicht ertragen. Wenn der Segen über die ausgesprochen wird, die Gott durch Halten des Sabbats geehrt haben, erschallt ein mächtiger Siegesruf. Bald erscheint gegen Osten eine kleine schwarze Wolke, ungefähr halb so groß wie die Hand eines Mannes. Es ist die Wolke, die den Erlöser umgibt, und sie erscheint aus der Ferne wie in Dunkelheit gehüllt. Gottes Volk weiß, dies ist das Zeichen des Menschensohnes. In ernstem Schweigen blicken alle auf diese Wolke, wie sie sich der Erde nähert und dabei zusehends heller und herrlicher wird, bis sie eine große weiße Wolke ist, deren Unterseite wie verzehrendes Feuer aussieht und über welcher der Regenbogen des Bundes schwebt. Jesus reitet ihr als mächtiger Sieger voraus. Er ist nicht mehr der Mann der Schmerzen, der den bitteren Kelch der Schmach und des Leides trinken muss, sondern der Sieger im Himmel und auf Erden, der die Lebenden und die Toten richtet. Er heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit, und ihm folgt das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen. Mit dem Gesang himmlischer Melodien begleitet ihn eine riesige, unzählbare Menge von Engeln. Das Himmelszelt scheint von leuchtenden Gestalten bedeckt. 1000 mal Tausende und 10.000 mal Zehntausende. Keine menschliche Feder vermag diese Szene zu beschreiben. Kein Sterblicher kann diese Pracht erfassen. Seines Lobes war der Himmel voll und seiner Ehre war die Erde voll. Sein Glanz war wie Licht. Wenn sich diese lebende Wolke der Erde nähert, sieht jedes Auge den Lebensfürsten. Sein Angesicht strahlt heller als die Mittagssonne. Er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren. Der König der Könige kommt in ein Flammenmeer gehüllt auf einer Wolke herab. Der Himmel rollt sich zusammen wie eine Schriftrolle, die Erde bebt vor ihm, Berge und Inseln werden von ihren Orten bewegt. Unser Gott kommt und schweiget nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein mächtiges Wetter. Die verächtlichen Witze sind verstummt. Lügenmäuler sind zum Schweigen gebracht. Die Gottlosen bitten, unter den Bergfelsen begraben zu werden, statt in das Angesicht dessen sehen zu müssen, den sie verachtet und verworfen haben. Und jetzt hört man sie in Todesangst schreien. Lauter als der Ruf »Kreuzige, kreuzige ihn«, der durch die Straßen Jerusalems hallte, schwillt jetzt der schreckliche, verzweifelte Klageruf an: Er ist Gottes Sohn. Er ist der wahre Messias. Diejenigen, die Christus und sein treues Volk vernichten wollten, werden nun Zeuge der Herrlichkeit, die auf den Erlösten ruht. Inmitten des Schreckens hören sie die Stimmen der Heiligen, die in freudiger Erwartung ausrufen: Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Mitten im Taumeln der Erde, wenn Blitze zucken und Donner rollen, ruft die Stimme des Sohnes Gottes die schlafenden Heiligen. Er schaut dann auf die Gräber der Gerechten, erhebt seine Hände zum Himmel und ruft:
Erwachet, 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 die ihr im Staube schlaft, und stehet auf. Auf der ganzen Erde hören die Toten diese Stimme, und die sie hören, werden leben. Die Erde wird von den Tritten einer riesigen Schar aus allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen und Völkern erbeben. Sie kommen aus den Gefängnissen des Todes, tragen Kleider unsterblicher Herrlichkeit und rufen: Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Alle steigen in derselben Körpergröße aus ihren Gräbern hervor, mit der sie hineingelegt wurden. Der sterbliche und vergängliche Körper war ohne Anmut und mit Sünde beschmutzt. Nun wird er vollkommen, schön und unsterblich. Jeder Makel und jede Verunstaltung bleibt im Grab. Die lebenden Gerechten werden verwandelt, und das plötzlich, in einem Augenblick. Durch die Stimme Gottes werden sie verherrlicht, nun sind sie unsterblich und werden mit den Auferstandenen entrückt, um ihrem Herrn in der Luft zu begegnen. Engel tragen kleine Kinder in die Arme ihrer Mütter. Freunde, die lange durch den Tod getrennt waren, werden wieder vereint, um nie mehr getrennt zu werden. Mit Freudengesängen steigen sie gemeinsam zur Stadt Gottes auf. Vor dem Einzug in die Gottesstadt verleiht Christus seinen Nachfolgern die Auszeichnung des Sieges und schmückt sie mit den Zeichen ihres königlichen Standes. Eigenhändig setzt Jesus die Kronen der Herrlichkeit auf die Häupter der Überwinder. Jeder erhält eine Krone, auf der sein neuer Name geschrieben steht, sowie die Inschrift Heilig dem Herrn. In die Hand eines jeden werden eine Siegespalme und eine leuchtende Harfe gelegt. Wenn die führenden Engel den Ton angeben, streicht jede Hand mit großem Geschick über die Saiten der Harfe, und es ertönt eine melodische und wohlklingende Musik. Unaussprechliche Begeisterung erfüllt jedes Herz, und jede Stimme erhebt sich zu dankerfülltem Lobgesang ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.